Hallo! Wir spielen gerade weiter bei Banished. Herzlich willkommen zu der mittlerweile 11. Folge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wie ihr vielleicht selber gemerkt habt, das ist bis jetzt mein längstes Projekt. Und ich hoffe, es ist noch nicht so schnell zu Ende. Weil ich habe die Mittel dazu, ich habe die Zeit dazu und ich habe die Lust dazu, das zu gamen. Wir machen da gerade weiter. Und ja, die letzte Folge war so ein bisschen unter dem Motto Ressourcen gewesen, weil Ressourcen haben uns immer noch gefehlt. Sie fehlen uns, haben uns immer noch gefehlt. Sie fehlen uns immer noch. Aber es wird langsam ein kleines bisschen besser. Nur langsam. Ja, da tue ich jetzt mal schnell pausieren. Das brauchen wir nicht, das auch. Sonst gehen da unsere Ressourcen drauf, die wir andersweitig brauchen. Sehen ja Holz. Naja, ja. Es ist folgendermaßen. Wir brauchen Ressourcen. Oh, Trading Post. Hey. Ach, komm schon. Ernsthaft. Was kann man bei dir denn bestellen? Essen. Nein, danke, habe ich genug. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Keine Ahnung mehr. Ihr merkt jedes Mal, wenn da die Trading Post Typen kommen, vergesse ich irgendwie im Nachhinein, was ich sagen wollte. Ich glaube, das ist normal. Wenn nicht, dann auch egal. Jedenfalls, ich habe ja gedacht, ich gehe so ein bisschen in die Ressourcenproduktion. Habe da schon mal eine Mine angefangen. Also ich habe sie schon mal ausgewiesen, dass da irgendwann mal eine Mine sollte kommen. Da ziehen wir mal. Ey, schau mal, wie das genau passt. Ist das geil oder ist das geil? Zufall. Aber genial. Ja, eben Minen und so. Und ich habe mir jetzt überlegt, mach doch da ein Haus hin. Und das Haus hat absolut. Oh, was ist jetzt das gewesen? Hat absolut hohe Priorität. Ich will, dass das Haus so schnell als möglich fertiggestellt wird. Wieso, werdet ihr jetzt gerade sehen. Nein, ich erkläre es euch schnell. Ganz einfach. Das Haus da sind dann irgendwelche Leute rein. Klar. Und wenn da irgendwelche Leute rein gegangen sind, dann werde die einen verdammt kurzen Arbeitsweg haben zu diesen Ressourcen. Und zu den Ressourcen, die ich da markiert habe. Und natürlich haben sie auch einen kleineren Weg da rauf, um das Zeug da abzubauen. Klar, da oben war jetzt noch niemand gewesen, weil anscheinend scheisst sie also wie zu laufen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Was ich auch noch machen werde, ist, ich schaue, wie weit das der kommt da und etwa da wird nochmal das Haus hinkommen. So. Schön an die Straße hin. Aus dem gleichen Grund. Aus dem genau gleichen Grund. Das sind so unsere Einsiedler und Hinterwäldler. Klar. Ja, da geht es langsam voran natürlich. Oh nein, da mache ich jetzt eine höhere Priorität gegeben. Nicht so gut. Weil eigentlich kann ich zuerst das da fertiggestellt haben. Okay, da muss ich schnell fixen. So. Dass ich wirklich da auf dem Gebäude da die höhere Priorität habe, das ist mir sehr wichtig. Weiter ist nach wie vor das Problem mit Werkzeugen. Ihr seht es. Wir haben einfach zu wenig oder kein Werkzeug. Und ich hoffe wirklich langsam, dass ein Trader kommt und uns Werkzeug bringt, weil ich gehe da sogar noch auf 200. Ist mir egal, das soll nicht alles Beef da aufbrauchen, weil wir haben genug. Ich da schauen, wir haben da 1400 drin, wir haben da 1300 drin und da haben wir ja mittlerweile auch 1000 und da kann ich sogar raufgehen jetzt auf 2000. Dass wir wirklich von dem genug haben.
Weil, ja, eben. Es fehlt. Wo sind da Tools? Da haben wir keine Tools drin. Wie sieht es da aus? Da haben wir auch keine Tools drin. Ja. Ah, liebe Leute. Es ist mühsam momentan. Es ist wirklich mühsam. Ich hoffe, langsam, aber sicher wird ein Händler kommen und uns Werkzeug bringen, weil es ist, ihr seht es selber, wie langsam das vorangeht. Wenigstens habe ich jetzt da schon mal das Eisen. Weil das wird dringend benötigt. Aber anscheinend wird jetzt einfach da nicht mehr weitergebaut. Ich verstehe es nicht so ganz. Keine Ahnung. Also ich kann momentan nicht mehr machen als zuschauen und hoffen, dass das Zeug langsam zum Laufen kommt. Da wollte ich den schnell pausieren, weil ich will nicht, dass die da an dem weitermachen. Ich will wirklich, dass das fertiggestellt wird, weil das Problem wird dann eben sein, wenn da dann Leute einziehen. Was ist das gewesen? Keine Ahnung. Wenn da Leute einziehen, dann brauchen die auch zu essen und Kleidung und alles Zeug. Und dann können sich dann das Zeug da holen. Habe ich das aber nicht. Ja, dann können sich das Zeug eigentlich holen und keine Ahnung was. Und ich bin glaube wieder da. Einen Moment schnell. So, da bin ich wieder, sorry. Ich muss das wahrscheinlich schnell zusammenschneiden nachher. Das war irgendetwas komisch gewesen. Wir haben einen Trader. Aha, und der hat schon wieder mit zu essen dabei. Willst du mich verarschen? Haben die etwas gekauft? Nein. Natürlich nicht. Wieso auch? Nein. Oh, weißt du was? Bei dir ordere ich jetzt natürlich. Der hat keine Tools. Oh Mann. Komm mal ab. Ja. Sorry, immer noch ein bisschen verwirrt wegen vorher. Ja, was sagen wir. Also, wo bin ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja genau, wegen dem Haus. Da Zeug holen und Sachen und hoffentlich wird das jetzt bald fertig. Es fehlen noch 28 Holz. Ja. So sieht es aus. Da wächst unser Holz wieder langsam und ja, komm, weißt du, mache ich das. Anscheinend wollen sie dem eher umbauen als am anderen, also soll jetzt da dran umbauen, wieso auch nicht. Höhere Priorität geben, weil dann haben wir da wenigstens noch einen zweiten Förster, der uns Holz kann besorgen, bescheren, Dingse, anbauen, yo. Ich kann jetzt aber das Holz da noch abbauen, weil das wird ja danach wieder abpflanzt. Nein. Dankeschön. Das ist alles. Weil uns fehlt Holz. Offensichtlich. Jetzt, die armen Scheiben, die müssen alle frieren. Ihr sind doch so arme Scheiben, ihr. Sorry. Old Age. Wenigstens ist noch niemand verfroren. Ja, die haben wirklich nichts mehr da. Wirklich nicht. Aber wir haben ja gesehen, bis da anscheinend ist die Grenze, wo die relativ schnell und fix das Holz abhacken. Natürlich können sie auch dahinter Holz abhacken, das ist mir gleich. Da hinten hat es ja auch. Klar wird jetzt noch für den Bau gebraucht, aber weil das meiste Holz sehr wahrscheinlich da hinten abgelagert wird, geht das natürlich nachher auch an unsere Woodcutter, wo dann das Holz weiter verarbeiten. Dann noch eine Idee. Wir sind jetzt auf 53% voll. Wir haben 4 freie Arbeiter. Tue ich da ein bisschen mehr zuweisen und dann sehen wir, füllt sich das Ganze ein bisschen mehr.
positiv, weil da wird mehr Nahrung da gelagert. Und da wird da unsere Schür ein bisschen entlastet. Habt ihr auch gemerkt? Einmal sage ich Schür, einmal sage ich Schüne. Schün-Dingsbums. Keine Ahnung wieso, kann ich nicht erklären. Wieso schafft da noch einer? Aha. Ja, das sollte man vielleicht pausieren und dann schaffe ich auch 2. Jawohl. Also, unser zweiter Förster ist am Entstehen, langsam. Da wunderbar, da wachsen auch schon wieder Pilze in diesem kleinen Wäldchen. Und unsere Kräuterhexe wird dann wahrscheinlich auch wieder etwas zu tun haben. Wenn da ein bisschen mehr Waldholz-Zeugs rum ist. Ja, der hört einfach mal schnell spontan auf arbeiten und geht wieder etwas verräumen, wieso auch nicht. Ich meine, wir sind da in einer freien Gemeinschaft. Jetzt ist mir gerade das Wort entfallen. Gemeinschaft, würde ich sagen. Was ich weiterhin machen kann, ist hier das Holz da abhacken lassen. Vielleicht geht das auch so schnell wie das da unten. Weil das ist jetzt schon praktisch alles weg. Ja. Und jawohl, da schafft schon wieder einer drin. Und so wie es aussieht, muss ich wirklich schnell die Schule wieder entleeren, weil mir fehlen Arbeiter. So. Die Schule ist mal nicht mehr bei der Arbeit, also out of business, wie man so schön sagt. Es fehlt ein Fischer und 4 Förster. So, du tust jetzt abpflanzen und fällen und du tust jetzt auch schon fällen. Und beide dran fällen, damit wir immer ein kleines bisschen Holz reinbekommen. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Dann haben wir da unten Stein. Jupp, Eisen. Ah, die sind da unten das Eisen abbauen. Am Abbauen. Ja. Jetzt habe ich aus irgendeinem Grund gemeint, wir haben gerade einen Trader bei uns. Anscheinend ja nicht. Die Nahrung steigt weiterhin. Finde ich sehr positiv. Ist auch sehr wichtig. Wird gebraucht unbedingt. Weil wir werden bald wieder wachsen. Ich weiss nicht, wie grob wir werden wachsen. Jetzt wegen diesen 2 Häusern. Stehen da? Nein. Aha, das Eisen fehlt. Das Eisen fehlt. Okay, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Wir sehen, da werden die Grundmauern schon bald stehen. Jetzt stehen sie. Das heisst... Was, 4? Nein, 2 Länge da, absolut. Sicher nicht 4, hallo? Ich habe ja gar nicht so viel Arbeiter zur Verfügung. Wie viel ich da brauche? Da braucht gut, die habe ich abgestellt. Ich glaube 4 auch. Lass ich mal so. Das reicht vorerst. Und wenn wir schon so weit sind, kann ich dir auch sagen... Nein, zuerst das aus da oben. Nein, jetzt nicht das pausieren. Weil da fehlt ja nur noch das Eisen. Jetzt würde ich gerne, dass sie da anfangen zu bauen. Oh, jetzt haben wir einen Trader. Was bringst du mir Schönes? Oh, ihr hört meine... Nicht Entrüstung, aber... Ja, so ähnlich. Nein. Danke und tschüss. Es hat, glaube ich, einen einzigen Trader da, also ein Händler, einen einzigen, der auch so Werkzeug bringt und Sachen. Ich weiß nicht, ob ich den vergrault habe oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, der ist schon sehr, sehr lange nicht mehr gekommen. Und schaut mal, wie langsam das geht. Habt ihr das gesehen? Weil der kein Werkzeug hat. Unglaublich. Wenigstens sind sie da schon wieder ein bisschen am Bauen vom Haus. Das finde ich sehr positiv. Jetzt kann ich da eigentlich sagen, ich sollte da Stein abbauen. Ich sehe, da hat es noch ganz viele Steine rum. So ganz Haufen ist es nicht, aber es hat ein bisschen. Soll ich die doch einmal ab? Wieso hat das Fragezeichen?
Ist das der von der Schule? Ja, schon. Ja, schon. Okay, da geht es langsam voran. Wird wirklich langsam dringend benötigt, weil wie prophezeit, stellt ihr das Zeug einfach dann eben ab. So la, macht ihr nicht, wenn die Flüge dran gehen und so. Scheißegal. Natürlich nicht scheißegal. Natürlich nicht. Wieso auch? Wie auch immer. Ich rege mich da über Sachen auf, die eigentlich nicht mal so schlimm sind. Ja. Das weiß ich. Wartet jetzt mal. Jetzt haben wir doch da oben 2000 eingelagert von dem Zeugs da. Ja, schon. Und wir sind immer noch Near Capacity. Okay. Okay, schau jetzt mal. Jungs, machen wir einen auf Radikal. 5000 hätte ich gerne da. Vielleicht kann ich dann so auch ein bisschen entlasten, obwohl, nein. Da sind 2000 drin. Ja. Aber das ist jetzt bald fertig da. Jetzt geht es natürlich auch viel schneller. Schau dir das an. Es ist eine Person dran. Und es geht etwa 10-mal schneller als vorher. Komm, fertig bitte. Ja, geil. Dankeschön. Und jetzt fängt es hier an zu einlagern. Und jetzt können wir hier anfangen bauen. Wunderbar. Das freut mich jetzt wirklich sehr. Wirklich freut mich das. Es wäre so schön, wenn jetzt der Händler würde kommen und sagen, oh, Werkzeug, oh, ich habe gerade so 200, 300, 400 dabei. Wieso kaufen dir nicht gerade? Es wäre so schön. Also, wir brauchen mehr Leute. Wir sind langsam, aber sicher am Ende von... Nein, natürlich nicht am Ende von unserem Latin, aber ja, es wäre wirklich gut, wenn wir wieder Nachwuchs bekommen. Weil wir brauchen mehr Arbeiter. Und haben gesehen, Holz. Ja, das ist wegen dem da. Das ist wegen diesem da. Und ja, was sagen wir. Unsere Kräuterhexe hat Herdäpfel gepflanzt. Nicht gepflanzt, aber abgebaut. Das sieht wunderprächtig aus. Da werde ich jetzt wahrscheinlich nächstens mal 3 geschlachtet. Das sieht auch sehr gut aus. Wie sieht es da aus? Das sieht auch nicht schlecht aus. Kleidung haben wir jetzt bald wieder im Überfluss. Also vielleicht nicht gerade im Überfluss, aber wir haben genug. Das ist natürlich sehr gut. Und wie sieht es aus mit den Leuten? Ja, sieht eigentlich nicht ganz schlecht aus. Wir haben überall da, wo wir es drin haben. Es fehlt nie nicht etwas. Und ja, Mama, es kommt langsam. Schon ein bisschen weniger Probleme auch schon. Ein bisschen. Und ich denke, sobald das Haus da fertig gebaut ist, wird es auch um einiges schneller vorangehen mit dem Abbauen von der Ressourcen da hinten. Oh, Steinfeld. Da hat so ganz viel, was haben wir auch? Weil, klar, das ist natürlich dann näher am Geschehen. Und ich denke, da wird dann so eine kleinere Siedlung entstehen. So, also vor allem hier in diesem Ecke da. Werden ein paar Häuser reinkommen, wo dann nachher die Leute hier arbeiten. In dem Gebiet hier, wo dann die Mine wird reinkommen. Die ist ja da schon, aber einfach pausiert. Die wird man dann natürlich fertig bauen. Dann haben wir dann hier einen weiteren Schmied, wo wir dann vielleicht ein bisschen weniger Probleme haben mit Werkzeug. Und dann werde ich eventuell, wenn es wirklich so weit ist, anfangen, das in Angriff nehmen, dass ich sage, okay, wir tun jetzt die Häuser upgraden da. Mache ich endlich Steinhäuser draus, damit die weniger Feuerholz brauchen. Gerade mal schauen, Feuerholz sind jetzt 14 und die werden wahrscheinlich noch einiges mehr haben da. 9, ja, nicht gesagt. Da sieht es aus, der ist auf 100% voll. Und der ist auch schon 37% voll. Das heisst, wir werden jetzt schon wieder nächstens eine neue Schür brauchen. Oh, Jungs, Mädels.
der Bau geht da langsam voran. Stein haben wir wenigstens genug. Das Eisen fehlt da noch. Wir haben jetzt da 7 Pfähle in uns und das wird wahrscheinlich noch ein Zeitchen gehen, bis wir das Eisen bekommen. Und ja, ich hoffe, nächste Folge wird das Haus dann endlich fertiggestellt. In dem Sinne verabschiede ich mich von der Folge. Dings. Bring Eisen. Nein. Da hat es doch Eisen. Wieso holt ihr das Eisen nicht einfach da über? Mann, sind ihr dumm. Echt. Ja, hau wieder ab damit. Ja, ist schon gut. Ich brauche sie nicht da, nein. Für was auch? Eisen? Pff, nein, braucht es nicht. Nein. Ah ja, aber wie schon gesagt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, was auch immer. Habt ihr gemerkt, das letzte Mal habe ich das gar nicht gesagt. Ja, wie auch immer. Also, macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.